SRF Audio. Schön gesehen, da geht Manzambi an Sambi gegen Mandi. Immer noch Manzambi. Und dann ist das Tor! Und da ist Goal! Durch Joan Manzambi. Wieder Manzambi. Joan Manzambi. Das ist wie ein Traum. Ja, heute bin ich ganz sicher nicht schlafen. Und die Schweiz träumt mit. Joan Manzambi, der junge Spieler der Schweizer Nazi, der macht ziemlich Furore an dieser Fußball-WM. Und auch dank ihm steht die Schweiz im Achtelfinal. Wo kommt dieser Manzambi her, gefühlt plötzlich? Und was ich fast die wichtigere Frage finde, wo geht er mit der Schweiz noch hin? Bei News Plus steht Manzambi heute im Mittelpunkt. Ich bin Isabel Meissen und jetzt ist Anpfiff für diese Folge. Frech, unbeschwert, technisch, schnell. 3 Wörter reichen also definitiv nicht aus für diesen Manzambi. Katrin Lehmann ist Fußballexpertin bei SRF und ihr hört auch, sie ist ziemlich geflasht von diesem jungen Mann, der ist gerade mal 20. Und gefühlt ist ja eigentlich das ganze Land geflasht. Ja, er ist natürlich derjenige, der vor allen Dingen die offensiven Akzente setzt und die Schweiz zum Jubeln bringt. Und das ist automatisch dann, dass alle Menschen, alle Schweizerinnen und Schweizer, auch noch andere, diesen Spieler ins Herz schließen. Manzambi hat sich in die Herzen gekickt, in Mainz auf jeden Fall. Ich finde es total schwer, nicht zu lächeln, wenn er so dasteht und über seine Leidenschaft spricht. Fußball ist für ihn wirklich eine Herzenssache. Und sein Bruder Holly hat hier auf Blue News erzählt, das sei einfach schon immer so gewesen. Donc il va servir à manger, il a un ballon dans les pieds, c'est quelqu'un qui a toujours un ballon dans les pieds. Manzambi hatte also schon als Kind nur Fußball im Kopf und immer klebte ihm irgendwie ein Ball am Fuß. Sogar beim Gamen habe er ihn nicht weggelegt. Und nicht nur am Fuß, sondern auch an den Händen. Eigentlich hatte Manzambi nämlich eine andere Traumposition auf dem Platz, nicht im Mittelfeld oder in der Offensive. Als ich Kind war, zuerst ich wollte Torhüter werden. Aber dann mein Vater und mein Bruder haben alle Nein gesagt. Sie haben gesagt, dass ich viel Talent hatte. Deswegen sie wollten, dass ich Feldspieler werde. Das erzählt Manzambi selbst. Hier auf Blue News. Ich stelle mir ein Paralleluniversum vor mit einem Star-Goalie namens Joan Manzambi. Aber es ist doch ganz gut, hat er auf seine Familie gehört und spielt heute weiter vorn, denn er ist wirklich eine richtige Goalmaschine. Manzambi! Ja! Tor für die Schweiz! An den 4 WM-Spielen der Schweiz bisher war er an 5 Toren beteiligt. Und das, obwohl er ja nicht mal die ganze Zeit auf dem Platz stand. Trotzdem passt das mit dem Goalie eigentlich ganz gut. Also das Schöne ist, alle Menschen, die gerne Goalie werden möchten, lieben es, Verantwortung zu übernehmen. Und ich glaube, wenn man diese Grundeigenschaft in sich trägt, dann wird man erfolgreich und man hat vor allen Dingen nie Angst vor irgendeinem Duell. Man hat auch keine Angst vor Fehlern und deswegen trägt er ganz viel Selbstvertrauen in sich. Als Jugendlicher spielt Manzambi bei Genf Servette. So richtig aufblühen kann er dort aber noch nicht. Ein Grund, den er selbst nennt, er sei lange sehr klein gewesen. Ich bin zu spät gewachsen und ja, ich hatte eine Phase, wo das ein bisschen schwer für mich war. Und dann macht er etwas, wovon jungen Spielern und Spielerinnen in der Schweiz oft abgeraten wird. Er wechselt ins Ausland und zwar sehr früh, mit 17. in die deutsche Bundesliga zum SC Freiburg. Es ist die richtige Entscheidung, das stellt sich im Nachhinein heraus. Denn auch wenn Manzambi nicht gleich in der ersten Mannschaft spielt, wird er doch offenbar konsequent gefördert. Und seit einem Jahr ist er jetzt Stammspieler. Sein allererstes Goal für Freiburg, das ist für ihn bisher das Wichtigste überhaupt. In diesem Moment war er einfach nur happy. Überglücklich, zu viel Gedanken. Was mache ich für Torjubel und so. Aber überglücklich, ich habe direkt an meinen Bruder Gedanken. Warum hast du in dem Moment an deinen Bruder gedacht? Weil er hat mir immer gesagt, ja, bald du machst Tor, bald machst du Tor. Und heute, mein Tor war für ihn. Die Familie, seine Herkunft, das ist wirklich wichtig für ihn, das sagt er immer wieder. Und jetzt, heute, fühle er sich beim SC Freiburg auch wirklich richtig zu Hause. Und das beruht auf Gegenseitigkeit.
Die Fans mögen ihn sehr. Er ist einer von ihnen. Diese Power gefällt mir, einfach unbekümmert. So Straßenfußball, man merkt, er ist leichtfüßig. Erinnert mich so ein bisschen an den jungen Paul Pogba vom Bewegungsstil her. Ich kann wenig Französisch, aber ich würde sagen, incroyable. Ein Spieler, der einfach auf das Spielfeld kommt, sich was traut, verrückte Dinge tut und ganz viel richtig macht. Joan Manzambi, eben noch der Junior, heute schon einer der wichtigsten Spieler in Freiburg. Und natürlich auch in der Schweizer Fußball-Nazi. Am 7. Juni 2025 spielt er zum ersten Mal im Nazi-Dress und nur 3 Tage später gibt es dann sein erstes Nazi-Goal gegen die USA. Da ist Manzambi. Manzambi sehr auffällig, weil er überall anzutreffen ist. Vorne, hinten, jetzt wieder vorne Manzambi. Tor 2:0. Klasse gemacht von Manzambi. Manzambi beginnt in der Nazi als Joker, als Super-Joker. Glückliches Händchen von Murat Yakin. Alles richtig gemacht. Für ihn ist das übrigens immer klar für Manzambi, dass er für die Schweiz spielen will. Sein Vater stammt aus dem Kongo, seine Mutter aus Angola, aber er selbst ist in Genf geboren, von klein auf Nazi-Fan und er himmelt besonders Nazispieler Xherdan Shaqiri an. Und entsprechend spielt er selbst auch als Profi. Ich glaube, er ist ein kleiner Verschlag zwischen Xherdan Shaqiri und die neue Generation der Fußballspielenden. Xherdan Shaqiri war ja jemand, der aus dem Nichts raus etwas kreieren konnte, sehr kreativ war und auch mutig war und etwas Überraschendes machte. Und das macht Manzambi auch. Plus, er hat natürlich diese unglaublich schnelle Ausbildung, das heißt schnelle Entscheidungen, technisch sehr gut und er ist sehr zweikampfstark. Er möchte einfach in ein 1 gegen 1 gehen, er möchte dieses Dribbling gewinnen und er ist fast beleidigt, wenn er nicht innerhalb von 5 Minuten nicht mindestens 2-mal in ein Duell gehen kann. Also das finde ich spannend, du hast gesagt, er ist so ausgebildet, weil für mich sieht es auf dem Platz aus wie einfach Genie, Kreativität, pure Spielfreude, aber das ist etwas, was man trainieren kann. Nein, also eine gewisse Mentalität hast du in dir drin. Mit Spielfreude aufgewachsen, vor allen Dingen wahrscheinlich mit sehr viel Fantasie. Und das ist das, was eben dieses Erfrischende ist, was er reinbringt, Fantasie. Weil viele Spieler der jungen Generation sind ja fast schon geschleckt. Ja? Die sind taktisch so hervorragend ausgebildet, dass sie fast keine eigenen Entscheidungen mehr treffen. Und er macht das eben noch. Und das ist das, was ihn momentan auszeichnet. Wir hoffen ganz fest, dass er das behält. Ich bin sehr locker, ich überlege nicht zu viel. Ich denke nicht zu viel und deswegen auch, das hilft mir viel. Was ich an der Geschichte mit diesem Manzambi so speziell finde, er fällt einfach auf in diesem Schweizer Team im Moment. Weil das nimmt seinen Erfolg ja derzeit sehr aus der großen Erfahrung, aus der Routine der Spieler. Das lese ich jedenfalls überall. Und Manzambi hat da schon eine spezielle Rolle. Ja, ich glaube, das ist genau das, dieses Anderssein. Wir haben mit Remo Freuler, Granit Xhaka, Ricardo Rodriguez Spieler des alten Schlages, die unglaublich erfahren sind, taktisch sehr abgebrüht. Und die können natürlich diese Andersartigkeit tragen. Man muss sich das bildlich vorstellen. Es braucht ein paar, die die Bühne stemmen, damit jemand obendrauf tanzen kann. Aber ich stelle es mir auch nicht ganz einfach vor, der zu sein oder die Bühne tragen müssen. Und dann tanzt da einer und bekommt ganz viel Applaus. Wie macht man das in so einem Team, wenn man so ein bisschen zum Star wird? Nun, das ist das Phänomen des Teamsports. Es ist einfach so, alle tragen und einer muss vollenden. Momentan ist es Manzambi. Und es ist ja nicht so, dass er einfach macht, was er will. Wenn wir uns daran erinnern, das letzte Freundschaftsspiel vor der WM, wo ja Granit Xhaka unter anderem Manzambi sehr gerügt hat, weil er eben zu sehr seinen eigenen Tanzstil getanzt hat. Also die Nazi wollte Walzer tanzen und er hat Rock'n'Roll getanzt und das war nicht gut. Aber jetzt hat er den Tanzstil ein bisschen eingefügt und ist immer noch der Haupttänzer. So. Ja, ich glaube, er hat seinen eigenen Stil gefunden. Man kann auch Walzer mit einer sehr schwungvollen Hüfte tanzen. Ja, und dabei noch ein Tor schießen. Oder, genauso wichtig, eins vorbereiten. Auch da ist Manzambi stark. Auch im 16. Final gegen Algerien. Da habe ich so gestaunt, der ist gefühlt allein über den ganzen Platz gegangen mit dem Ball.
hat sich dann fallen lassen und aus dem Umfallen hat er den Ball seinem Kollegen Breel Embolo zugespielt. Der musste nur noch den Fuß hinhalten. Und dann ist das Tor! Tor! Breel Embolo mit dem allerersten Angriff schießt er die Schweiz in Führung. Vorarbeit Manzambi. Und auch wenn Embolo als Torschütze gelistet wird, er selbst sagt auch, hey, alleine hätte ich das natürlich nie so schießen können. Super Aktion von Johann, wo wahrscheinlich das Goal 95% gehört. Und das ist doch auch spannend, dass ein WM-Torschütze, der auch noch jung ist, 95% der Credits einfach so weitergibt. Und ich finde, das zeigt uns noch etwas Wichtiges, Joan Manzambi und Breel Embolo. Das ist ein super Duo. Ja, natürlich. Mit Breel, wir verstehen uns gut auf dem Platz und neben dem Platz. Das hilft uns. Ein absolutes Zukunftsversprechen für die Nazi. Vielleicht nennen wir die beiden ja dann mal Manzambolo oder Embozambi oder irgendwie so. Denn Zukunft hat Manzambi noch viel vor sich und vielleicht auch eine große. Erst 20 ist er und schon der Star dieser WM. Nicht nur in der Schweiz. In Deutschland hat Altstar und Experte Thomas Müller in einem Interview zum Beispiel gesagt, dass Rekordmeister Bayern München sich Manzambi unbedingt anschauen sollte. Ich meine, das ist der Ritterschlag. Es wäre dann schon ein steiler Aufstieg. Und dasselbe gilt auch in der Nazi. Ich glaube, dass Manzambi eine sehr tragende Rolle übernehmen kann, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass er bei Freiburg in der Bundesliga ja eigentlich fast auf der Position von Granit Xhaka spielt. Das heißt, er beweist schon, dass er eben verschiedene Arten des Spiels schon beherrscht und da ist er meistens defensiver eingesetzt. Es kann wirklich ein Juwel der Zukunft sein und sicherlich auch die Zukunft der Schweiz. Das wären dann Fußstapfen, die von Captain Granit Xhaka. Der Schweizer Spieler, der mit 150 Länderspielen Kultstatus erreicht hat, der Strippenzieher im Schweizer Fußball, die prägende Figur. Unsere Fußballexpertin Katrin Lehmann traut Manzambi zu, dass er diese Rolle einmal übernehmen kann. Also die Bühne auch von unten tragen kann und nicht nur darauf tanzen. Und in einem Punkt toppt Manzambi Xhaka jetzt schon, beim geschätzten Marktwert im Moment. Manzambi ist der wertvollste Spieler derzeit. Sky meldet, sein Club habe den Betrag noch ein paar Millionen nach oben korrigiert. Jetzt verlangen die 70 statt 55 Millionen für ihn. Wird das jemand zahlen? Absolut, das wird so der Fall sein. Und es ist so, eine Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft, das ist eigentlich immer die Verdopplung der des Spielerwerts. Und er hat jetzt zugeschlagen und dementsprechend denke ich, dass er bald für sehr viel Geld verkauft wird. Wir werden den Namen Joan Manzambi also noch sehr oft lesen, hören oder schreien. Wie schon wieder Manzambi. Joan Manzambi zum Abschluss. Manzambi! Ja! Wenn ihr Lust habt, in der Welt des Fußballs zu bleiben, es gibt da noch eine andere Schweizer Figur, die uns beschäftigt. Gianni Infantino, hoch umstrittener Präsident des Weltfußballverbandes FIFA und Schweizer. Today I feel gay, disabled. König Gianni, die Infantino-Story, gibt's bei News Plus Hintergründe, unserem Podcast für aufwendig recherchierte Serien. Heute am Ball bei News Plus, dem täglichen News Plus, Julius Schmidt, Céline Haval und Isabel Meissen. Hopp Schweiz. Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.